So, ihr Lieben, da sind wir für unsere Gebetszeit in den nächsten 3 Wochen. Danke, dass ihr dabei seid. Susanna, freust du dich auf diese nächsten paar Tage? Ja, ich freue mich sehr, weil ich habe es auch in den Kommentaren gelesen, die wir letztes Jahr nachgeschaut haben. Auch ihr freut euch und findet, dass es am Morgen der gemeinsame Start mit dieser Online-Community hier auf YouTube ist einfach etwas Kraftvolles und man geht in den Tag. Ja. Der Geist ist wach und wir wissen, hey, wir sind abhängig von Gott. Ja, ich habe letztes Jahr einen Bibelvers gezogen bei uns in ICF. Das war Sacharja Kapitel 4, Vers 6. Ich habe Jeremia 30, Vers 11 gezogen. Ich bin bei dir, spricht der Herr, dass ich dir helfe. Also Gott wird mir helfen. Und dann habe ich zurückgeschaut, ich hatte viele Situationen, das war unmöglich. Und Gott hat eingegriffen. Und dieses Jahr, Sacharja 4, 6, es soll nicht durch Heer der Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Und ich liebe das und ich lege das dann immer in meine Agenda. Immer alles von diesem Jahr, von letzten Jahr, vom vorletzten Jahr. Und schaue es immer wieder an und merke, dass mein Glaube wird durch Bibelverse einfach gestärkt. Ja. Das ist der Power von Bibelversen. Nicht, dass es ein Orakel ist, aber es sind gesprochene Worte von Gott und auch Zusagen. Es ist schon eindrücklich, wir feiern dieses Jahr 30 Jahre ICF und genau dieser Vers von Sacharja 4, Vers 6 ist einer der Bibelverse, der mir aus den Anfängen vom ICF immer noch nachklingt. Den haben wir uns 100-mal, ich weiß nicht, ich erinnere mich auf jeden Fall daran, den haben wir uns 100-mal immer und immer wieder aufgesagt. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Und jetzt hast du ihn wieder gezogen. Das ist super. Freut mich. Wir werden heute über 4 Arten von Glauben sprechen. Es geht um deinen Glauben und unseren Glauben. Das erste ist, wir beten für einen großen Glauben. Großen Glauben, erstens bedeutet, dass das geschieht dann, wenn wir eine Sache hinzufügen. Und das ist das Prinzip von 1. Das hast du vielleicht schon x-mal gehört, aber man muss es immer wieder hören, dass man immer überlegt, was ist die eine Sache, die Gott hinzufügen möchte, damit mein Glaube gestretcht wird. Susanne, du hast eine wunderbare Geschichte und dann werden wir für den ersten Punkt beten aus der Bibel. Ja, die Geschichte, die steht im 1. Samuel 14. Vers 6, das ist einer der bekannten Verse, vielleicht auch für dich, wo Jonathan mit seinem Waffenträger zu den Philistern geht und Jonathan sagt, weißt du, lass uns einfach mal zu den Philistern, also zu den Feinden rübergehen und schauen, es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Das steht in 1. Samuel 14, Vers 6 und dann gehen sie und sie machen dann so ein Zeichen ab, wenn die Gegner sagen, ja, kommt doch zu uns herauf, dann gehen sie und tatsächlich, die Gegner sagen dann, ach, schau mal, die Hebräer kommen aus ihren Löchern gekrochen und kommt doch zu uns herauf. Dann geht Jonathan mit seinem Waffenträger, sie sind zu zweit, sie gehen, 20 von diesen Philistern, Wachposten sind schon mal flachgelegt auf einen Schlag und dann liebe ich, was nachher geschieht, weil es heißt dann im Vers 14 und 15, die beiden brachten bei diesem ersten Überfall etwa 20 Männer um. Die Leichen lagen nun in einem Umkreis von wenigen Metern. Nun brach im ganzen Heer der Philister Panik aus, im Hauptlager, bei den Vorposten und sogar bei den Truppen, die israelitischen Dörfer ausplündern und zerstören sollte. Und dann bebte die Erde. So versetzte Gott alle Philister in Angst und Schrecken. Also, Jonathan hat einfach etwas gewagt. Er hat gesagt, ich habe genug, immer bedroht zu werden von diesen Philistern. Ja. Jetzt gehe ich los. Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Genau, also es spielt keine Rolle, ob wir viel oder wenige sind. Also ich lade dich ein, deine Hände aufzustrecken und einfach zu beten, dass dieser große Glaube ist etwas, was wachsend ist. Die Gunst Gottes ist wachsend. Der Glaube ist etwas, was wachsend ist. Wir sind einfach in den Topf von Glaube hineingeworfen worden und dann hast du Glück gehabt, sondern es ist etwas, was wachsend ist, dass Gott uns in eine Situation hineinschicken wird. Und das ist, was ich ausspreche. Gott wird uns in eine Situation hineinbringen oder zulassen, vielleicht kann man es auch so sagen, wo wir umgeben sind von einer Unmöglichkeit, wo wir sagen, wir haben keine Chance. Und darin wird Gott beweisen, ob es viel oder wenige sind, ob es möglich oder nicht möglich sind. Ich bin bei dir. Und ich bete jetzt für die nächsten Wochen und Monate, dass wenn du da mittendrin bist, dass du in deinem Geiste so tief verankert bist, dass du weißt, ich werde mit Gott gewinnen.
ich werde stärker rauskommen, als ich da reingegangen bin. Denn niemand und nichts in der ganzen Bibel hat jemals gegen Gottes Macht am Ende gewinnen können. Und ich bete, dass dieser Glaube in dir wachsen wird, wo du am Ende zurückschauen kannst und sagst, ich bin gestartet in diesem Level, aber Gott hat mich in ein neues Level in meinem Leben hineingebracht. Das ist so der große Glaube, wo Gott uns in Situationen hineinsteckt. Und ich bin am Vater unser Buch am Schreiben, vielleicht ganz kurz einen Link für nächstes Jahr. Und da heißt es ja, führe mich nicht in Versuchung. Mit anderen Worten sagte Jesus, Gott kann uns hier nicht in Versuchung bringen, sondern Gott hat Jesus oft in einen Test hineingeschickt. Und da in diesem Test, wo drin war, wuchs sein Glaube. Das Zweite, wir wollen beten, dass unser Glaube wieder lebendig wird. Also man beginnt und man hat ein gewisses Level erreicht und es kann auch sein, dass es ein bisschen abstürzt. Und es ist wichtig, dass man das Wort Gottes immer wieder ausspricht. Darum habe ich auch diese Bibelverse gelesen, wo ich gezogen habe. Das ist ja nichts Neues und nichtsdestotrotz, man muss es aussprechen in dem Sinne. Ja, und ich habe hier die Geschichte von David und Goliath, so eine bekannte Geschichte. Aber was ich heute highlighten will, ist Folgendes. Zuerst spricht Goliath und macht den David so richtig runter. Und das geschieht auch in unserem Leben. Wir hören vielleicht vom Doktor eine Diagnose oder du hörst sonst irgendwelche Neuigkeiten oder News oder der Chef sagt dir irgendetwas mit einem Gespräch. Aus der Nachbarschaft hörst du etwas, Schreckensnachrichten hier, da, dort, überall in der Welt. Das ist das eine. Und was spannend ist, dass David dem Goliath nicht das letzte Wort gibt, sondern er sagt, was die Wahrheit ist und was wirklich zählt. Und das ist so ein Prinzip, wo ich mir wünsche für dieses Jahr, dass ich mir das vor Augen halte, dass wir uns das vor Augen halten. Auch Jesus, als er in der Wüste vom Feind versucht worden ist, hat immer der Feind gesprochen und dann sprach Jesus, und zwar mit dem Wort Gottes. Und ich möchte dir lesen, in 1 Samuel 17 steht diese Geschichte mit dem David und dem Goliath. Und ich habe mir unterstrichen, Goliath brüllte ihn an und verfluchte David im Namen sämtlicher Götter. Also der Goliath, der hat alle Register gezogen und hat gesagt, hey, ich mache dich kurz und klein und ich gebe dich den Vögeln zu fressen. Im Namen sämtlicher Götter. Alles, was er hatte, hat er gezogen. Dann kommt David. Doch David rief zurück, du Goliath trittst gegen mich mit Schwert, Lanze und Wurfspeer. Und ich finde es so entscheidend, wie David das erwähnt. Er sagt, schau mal, das sind deine physischen Dinge, die du bringst. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Ich habe etwas Übernatürliches, das du nicht siehst. Und er ist der allmächtige Gott und der Gott des israelitischen Heeres. Das ist eigentlich der Glaube, David baut sein Glaube auf, weil er sagt, hey, schau mal Goliath, du hast jetzt gerade das israelitische Heer angegriffen und ich komme im Namen des Gottes des israelitischen Heeres. Also nicht irgendwelche Götter, sondern genau den du jetzt angegriffen hast. Alle Soldaten, heißt es weiter unten, hier sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer nötig hat, um uns zu retten. Er selbst führt diesen Krieg und wird euch in unsere Gewalt geben. Was für eine Kraft, wenn wir diesen Dingen, die an uns herangetragen werden, vielleicht kommt dein Kind heute aus der Schule nach Hause und bringt bereits eine schlechte Nachricht, schon am ersten Schultag im neuen Jahr wieder. Und was hältst du dieser Nachricht entgegen? Das ist die Frage. Und jetzt werden wir ganz konkret einfach verschiedene Bibeltexte lesen. Du kannst einfach empfangen, weil wir jetzt das Wort von Gott aussprechen und so wird das lebendig. Psalm 139, Vers 4. Schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. In 1. Korinther 10, Vers 13 heißt es, Gott steht treu zu euch. Er wird euch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Matthäus 28, Vers 20. Ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Das heißt, du bist keinen Moment alleine. Gott kümmert sich um jedes Detail, auch wenn der Goliath lauter ist. Und im Psalm 23, Vers 1, der Herr ist mein Hirte,
Nichts wird mir fehlen. Das über deinen Tag, das über deinem Jahr, das über deine Situation, über deinen Umständen. Der Herr ist dein Hirte. Nichts wird dir fehlen. Philipper 4, Vers 13, alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Das heißt, in meinen Schwierigkeiten ist seine Gegenwart da und ich vertraue, dass Gott große Dinge tun wird, auch wenn der Goliath noch so laut und angsteinflößend ist. Gott ist da, wenn du dich vielleicht ungeschützt fühlst. Psalm 46, Vers 12. Der Herr, der allmächtige Gott steht uns bei. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Wenn du Versorgung brauchst, was immer das ist, Philipper 4, Vers 19, aus seinem großen Reichtum wird euch Gott, dem ich gehöre, durch Jesus Christus alles geben. Jetzt hört zu, was ihr zum Leben braucht. Das ist eine krasse Zusage. Oder du kannst sagen, ich genieße die Nähe mit meinem himmlischen Vater. Psalm 16, Vers 11. Du, Gott, beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Da, wo Dinge tot sind, unmöglich sind, gibt es die Auferstehungskraft von Jesus. Wir Christen glauben nicht an ein Happy End, wir glauben an eine Auferstehung. Das ist ein Riesenunterschied. Römer 8, Vers 11. Ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus Christus vor den Toten auferweckt hat, euch euren vergänglichen Körper lebendig machen. Sein Geist wohnt ja in euch. Und schließlich kannst du auch aussprechen, dass du ein Bundespartner mit Gott bist oder eine Bundespartnerin. In Hebräer 8, Vers 10 steht, aber dann werde ich mit meinem Volk Israel einen neuen Bund schließen. Er wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und jetzt stell dir mal deine Situation und deine Umstände vor. Und da heißt es, dass Gott sein Gesetz in unser Herz schreibt und es soll unser ganzes Denken und unser ganzes Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und ich spüre innerlich, dass ich etwas entspannen kann und dass etwas ruhig wird in mir. Wenn ich diese Verse alle höre, dann spüre ich, dass, wow, ich bin auf der Siegerseite. Ja. Also Goliath ist mega laut mit allen Göttern, aber dann sprach David. Das ist ein gesunder Glaube, ein lebendiger Glaube. Jetzt, das dritte ist ein gesunder Glaube. Und jetzt gehe ich mit euch ganz kurz da hinein in eine ganz einfache Übung. Es ist eine Gebetszeit. Du kannst jetzt deine Hände nehmen. Und das Erste, du kannst mal deine Hände vor deine Augen legen. Und ich bete jetzt für unsere Augen. Ich bete, dass du Gott uns hilfst, dass wir das sehen, was du siehst. Und die Bibel sagt ja, wir haben nicht die gleichen Gedanken wie Gott und wir gehen nicht die gleichen Wege, die Gott geht. Das sagt er im Alten Testament. Aber wir sagen, du gibst uns die Fähigkeit, Dinge in der unsichtbaren Welt zu sehen, Dinge von meinem Plan zu sehen, die man mit den Menschenaugen nicht sehen kann. Und ich bete jetzt, dass du, Vater im Himmel, unsere geistlichen Augen öffnest. Und ich öffne diese Rollläden, ich öffne diese Fenster, ich nehme diese Vorhänge wieder weg, den Schleier weg vor unseren Augen und ich bete, dass wir sehen, wie der Geist Gottes sieht. Und jetzt, wichtig, lege deine Hände auf deinen Mund, denn das, was ich sehe, werde ich beginnen zu sprechen. Glauben heißt, ich habe was gesehen, was Gott tun kann und jetzt beginne ich das auszusprechen. Das ist Glaube. Und das mag für die Umwelt total lächerlich sein und denken, also hast du das Gefühl, wenn du jetzt sagst, Gott schenkt mir ein Haus, eine Frau, einen Ehemann, Kinder, mein Herzenswunsch, du kannst es einfach sagen und dann geschieht das. Die Welt operiert anders als das Reich von Gott. Das Reich von Gott ist total 180 Grad auf den Kopf gestellt, denn die Bibel sagt, wenn wir nach Gottes Gerechtigkeit und nach Gott trachten, dann wird er uns alle diese Dinge geben, die uns zum Leben brauchen. Und dann, jetzt nimmst du deine Hand auf dein Herz und jetzt beginnst du zu beten und sage, mein Herz schlägt im gleichen Herzschlag wie Gott. Ich habe keinen anderen Herzschlag als der Herzschlag von Gott.
Ich habe keinen anderen Rhythmus. Für das, was Gottes Herz schlägt, schlägt mein Herz. Für das, was Gottes Herz bricht, wird auch mein Herz brechen. Und ich beginne das auszusprechen. Also ich sehe etwas in der unsichtbaren Welt, ich beginne es zu proklamieren, aber dann sage ich meinem Herzen, du hast keinen Ego-Trip, du machst nicht dein eigenes Ding, es ist nicht dein Königreich, es sind nicht deine Pläne, es sind nicht deine Ziele, es ist nicht deine Agenda. Und jetzt sagt plötzlich die Seele in dir, aber dann komme ich zu kurz, pappalapapp, das ist menschliches, gesprochenes Lüge, weil, wie gesagt, wenn wir Gott an erster Stelle setzen, wir beginnen für das zu leben, für was Gott lebt, dann kannst du durch die ganze Bibel hindurchschauen, hat Gott die Leute nicht einfach im Stich gelassen. Im Gegenteil, das Volk von Gott im Alten Testament, sie hatten eine bessere Moral, man hat den Segen von Gott gesehen, man hat den Reichtum von Gott gesehen, man hat auch gesehen, sie hatten diese Seuche nicht, sie hatten diese Plage nicht, sie hatten diese Kriege nicht. Man hat immer gesehen, wenn Gott für sie ist, wer mag gegen sie sein. Und jetzt, wenn du noch kannst noch deine Hände zu den Füßen nehmen. Und jetzt sagen wir, ich werde diese Wege gehen, die Gott geht. Ich gehe diese Wege, die Gott für mich bereithält. Das ist eine ganz einfache Übung. Man nimmt einfach diese Hände und du wirst merken, der Glaube wird plötzlich in dem Sinne sehr, sehr lebendig. Also Auge, kannst auch auf die Ohren, den Mund. Mein Herz hat nicht einen Ego-Trip und ich werde mit meinen Füßen den Weg gehen, der Gott für mich bereithält. Merkst, das sind ganz einfache Übungen, die du mit deinen Händen kannst, du eigentlich fast jeden Körperteil nehmen, um das eine Proklamation zu machen und auch etwas zu lenken. Wir wollen heute enden zusammen mit dem letzten Glauben, das ist ein mutiger Glaube und das bedeutet, dass man den Mut hat, die Komfortzone zu verlassen. Und Komfortzone ist immer etwas, was ich mich etabliert habe. Ich habe mich so eingenistet und man fühlt sich richtig wohl, weil das, was man kennt, gibt auch Vertrauen. Aber Gott sprengt immer wieder etwas hinzu, das du nicht auf dem Radar gehabt hast. Und wir können jetzt einfach beten und sagen, dass Gott Dinge hinzufügt in diesem Jahr, wo wir merken, Gott stretcht mich, Gott fordert mich heraus. Und dann muss man natürlich das umsetzen, sonst ist es ja kein Glaube. Ja, und ich habe die Geschichte genommen, die mein Jahresvers betrifft. Und zwar ist das in 1 Samuel 7, Vers 12. Da heißt es, Ebenezer, Stein der Hilfe, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Und das ist wieder eine Situation, die Israeliten werden wieder von den Philistern bedroht. Die Philister drängen nach vorne und sie stehen ihnen schon gegenüber. Und Samuel bringt ein Opfer, weil die Israeliten sagen, hey, bitte bete für uns zu Gott, dass er uns hilft. Er bringt ein Opfer und während er noch am Opfern ist, steht in 1 Samuel 7, Vers 10, doch plötzlich versetzte der Herr die Philister mit einem lauten Donner in Angst und Schrecken und nachher sagt Samuel, bis hierhin hat der Herr geholfen. Und himmlischer Vater, ich bitte dich, dass du uns den Mut gibst und mich zu einer mutigen Frau machst und Leo zu einem mutigen Mann und das auch für unsere Zuhörer, dass du uns den Mut gibst, dass wir dich um Hilfe bitten und dann aus unserer Komfortzone heraustreten, weil wir wissen, bis hierhin hast du bereits geholfen in meinem Leben. Ich schaue zurück, sehe die Situationen, wo du bereits geholfen hast, Gott im Himmel. Ich erinnere mich daran und das gibt mir Mut, das stärkt meinen Glauben, auch in diesem Jahr Schritte zu gehen, die mir unbekannt sind, die ich noch nie gegangen bin, um dich größer zu machen in meinem Leben. Ja, und ich bete auch, dass dieser mutige Glaube, Dinge, die du spürst in deinem Herzen, Dinge, die du weißt in deinem Geiste, wo du schon länger vielleicht auf die lange Bank schiebst und einfach merkst, es ist dran, diesen Glaubensschritt zu gehen, sonst ist es keinen Glauben. Da, wo deine Gefühle, deine Ängste, deine Vernunft, das Rationale, was wir haben, uns im Wege steht, weil es mathematisch nicht aufgeht, weil es von der Zeit nicht aufgeht, weil man das Gefühl hat, man opfert etwas, was wichtig ist. Ich bete, dass der Geist der Angst, der Anklage, es zu klein zu machen, nicht mehr einen Platz bei dir hat. Und ich bete, dass Gott dich jetzt tauft mit einem Mut, dass du Dinge jetzt einfach wagst. Und ich sage immer, wenn man umfallen würde, dann kann man nie tiefer fallen als in die Hände von Gott und Gott richtet dich wieder auf. Wir sagen Amen. Also wir haben heute gebetet für Glauben
Und es möge dieser Glaube über dein Leben kommen. Danke fürs Mitbeten. Morgen gehen wir weiter. Kannst den Link auch anderen Freunden schicken. Wir bleiben dran. Es sind 3 Wochen von Gebet. Dann haben wir Worship und Bibellesen. Und ich bin dankbar, dass diesem Team, wo du siehst auch unten die Zeit, es ist live, es ist nicht aufgenommen irgendwann, sondern ich stehe jeden Morgen früher auf. Und das mache ich gerne, weil es auch meinen Geist in dem Sinne nährt. Also Gottes Segen und wie gesagt, nimm dein Handy für die Gebete oder hilft einfach praktisch Dinge zu erleben. Ciao, ciao. Tschüss, bis Mach's gut. Bye, morgen. bye.